So, ich habe langsam Ferien, angefahren. Stopp. Die Ja. Enhancer-Videos sollte man noch machen. Oh ja, stimmt. Die Enhancer. Aber weißt du was? Ich habe das Gefühl, das kannst du viel besser als ich, oder nicht? Jetzt muss ich das machen. Aha, go for it! Okay. Hallo, ich bin der Matthias. Vor ein paar Monaten hat sich die Enhancer bei uns gemeldet und gefragt, ob wir ein Review-Video machen für ein Plugin. Es ist ein Filmemulations-Plugin. Es macht deine Videos von so zu so. Und wir haben ja gesagt. Obwohl wir nicht wirklich YouTuber sind und das nicht wirklich machen, aber wir haben gefunden, komm, wir probieren es mal. Und so haben wir jetzt einen Monat lang die Enhancer testen. Und das habe ich intensiv gemacht, mit vielen verschiedenen Projekten. Und heute gebe ich euch Einsicht in das Plugin und sage euch, ob ihr es kaufen oder nicht. Die Enhancer funktioniert auf Final Cut Pro, funktioniert im DaVinci, Premiere und alles andere. Hat über 60 verschiedene Filme, die sie emulieren. Und zwar alles mögliche. Kodak, Agfa, Ilford, Fuji, alles mögliche. Also es hat wirklich eigentlich alles, was man braucht und was man sich wünscht. Wenn man ihre Werbebilder schaut, will man das Plugin sofort kaufen, weil es sieht einfach bombastisch aus. Der Look ist unglaublich nice. Solche Videos will man machen. Und darum ist es sicher verlockend und verführerisch. Wir werden jetzt schauen, inwiefern dass man so einen Look wirklich nachher kreieren kann, obwohl man vielleicht nicht die perfekte ausgeleuchtete Szene hat, die perfekte Kamera hat, weil Material hier ist immer noch entscheidend. Es ist ja nicht so, dass jetzt das Plugin plötzlich schlechte Aufnahmen schön werden, sondern es braucht auch gutes Ausgangsmaterial. Es ist mega simpel zum Produkt zu kommen, das man will. Hier kann man eben aussuchen, welches Programm das man braucht. Und dann ist es die Enhancer Pro. Man kann aber auch nur die Lite-Version oder die einzelnen Effekte kaufen. Das finde ich eigentlich noch cool. Und was super cool ist, es ist nicht auf Abo-Basis. Ich habe wahrscheinlich kaum ein Programm, das ich auf Abo-Basis habe, weil das finde ich blöd. Und darum, das finde ich extrem sympathisch. Man kauft es einmal und dann hat man es einfach. Wenn es mal abgeladen ist, kommt es jetzt mit dem Final Cut unter den Effekten, Filmemulation, wo ist dann da das Enhancer Pro V7. Das kann man dann einfach überziehen über den Clip, den man bearbeiten will. Ich habe jetzt hier ein paar verschiedene Shots ausgesucht, verschiedene Lichtverhältnisse. Ich will jetzt wirklich auf ein paar verschiedene Situationen ausprobieren und zeigen, wie gut das dort funktioniert und sogar viel beim Essen im Studio. Fangen wir mal da beim Kaffee trinken an. Ziehe ich das über. Das braucht es nicht. Genau, hier, was cool ist, man kann angeben, was der Source ist, also quasi was für ein Material das reinkommt. Und dort am besten geht man eigentlich die eigene Kamera aussuchen. Das war jetzt mit der Canon, das war zwar C400, die ist noch nicht da drauf, darum würde ich jetzt 200 nehmen. Und nachher kann man hier anfangen einstellen. Jetzt, ich persönlich kenne mich nicht extrem aus mit Analogfotografie. Ich weiss, wie man Point-and-Shoot brauchen kann und ich weiss, was es nachher gibt. Aber so die einzelnen Einstellungen, dort kenne ich mich wirklich nicht mega aus. Und darum ist es eigentlich noch cool, weil ich lehre, indem ich das Plugin brauche, habe ich auch ein paar Sachen gelernt. Und das ist eigentlich noch so gäbig. Ich würde damit anfangen, den Film zu suchen. Und aber wie ihr seht, da hat es ja einen Haufen Filme zur Auswahl. Ich habe mega gerne den Kodak Gold 200 für Foto. Hier Push and Pull kann man einstellen. Was ultra nervig ist, das Aktivieren vom einzelnen Abschnitt des Plugin zuunterst ist. Also du machst zuerst Einstellungen und nachher merkst du, es war gar nicht aktiviert. Darum man muss immer zuerst unten anfangen, aktivieren und nachher kann man erst Sachen einstellen. Hey, wenn du ein kleines Goodie willst, bleib dabei bis zum Schluss des Videos. Wir haben noch etwas für dich. Wie findest du das? Das ist wie ein YouTuber. Es ist dann, eben, durch das, dass ich mich nicht mega auskenne mit dem, ist es sicher ein bisschen eine Spielerei. Aber man kommt eigentlich dann relativ schnell zu recht coolen Resultaten. Was auch recht nervig ist, dass man das einzelne Effekt nicht
beliebig stärker oder weniger stark einblenden. Also ich kann nicht sagen, ich will diesen Effekt jetzt zu 80% drauf haben. Im DaVinci kann man das. Merci für den. Im Final Cut nicht. Genau, das ist auch etwas, was ich finde, was ich mir würde wünschen würde, dass es hat. Filmkompression, dass der hier ist, auch wieder ein bisschen ausprobieren, schauen, was passiert. Hilft immer so ein bisschen in den Extremen gehen, dass man sieht, aha, der Regler macht das. Was man auch ein bisschen aufpassen muss, ist, man darf nicht zu fest einen digitalen Look kreieren. Es soll Filmkamera-Look geben. Also, es sollte nicht unbedingt das Ziel sein, wie gesagt, einen digitalen Look nachher zu kreieren. Also, da muss man ein bisschen aufpassen, finde ich. Oder dort merke ich, tendiere dazu, ein bisschen, weil immer so die knalligen, also sehr starken Farben und grossen Kontrast, was ja bei den analogen Bildern ein bisschen weniger der Fall ist. Man kann auch noch verschiedene wie Papierarten aussuchen, als würde man das Video quasi auf Papier drucken. Und das gibt 4 verschiedene Papier. Mir gefällt jetzt zum Beispiel das sehr gut. Und da kann man eigentlich auch noch weiter spielen und ausprobieren und schauen, was gefällt einem, was nicht. Overall, die Verwendung von dem Plugin ist extrem subjektiv, weil entweder gefällt es einem der Look oder nicht. Ich finde aber, es gibt einem extreme Möglichkeiten, sehr kreative Look zu kreieren und das finde ich aber cool. Was für mich jetzt kommt, sind die 3 Effekte, die eigentlich für mich so sind: Shut up and take my money. Grain, Halation und Bloom, die 3 sind wirklich top. Filmgrain, man kann da aus verschiedenen ISO-Werten aussuchen, von verschiedenen Filmrollen. 8 mm 500 ist das krasseste, also das ist wirklich eher too much. Und 65 mm 50 ist eigentlich das Feinste. Ich finde, ich habe sehr gerne das 35er 250. Es ist schon recht stark, aber noch in einem guten Rahmen. Halation, was das macht, ist, tut eigentlich das Rot ein bisschen ausbrennen. Jetzt hier sieht man es gar nicht mal so. Mal hier, jetzt sieht man es sehr gut. Bei der Super 8 Emulation, da sieht man jetzt sehr gut, wie das Rot wirklich glühen. Und je nach Setting, je nach Video, gibt es so einen super Effekt, den einfach so, finde ich, nicht herbekommst. Darum, das ist sehr cool. Jetzt hier würde ich es jetzt nicht brauchen. Und nachher noch Bloom, das ist für mich auch extrem cool. Das brauche ich mittlerweile fast bei jedem Video. Außer irgendwelche Architektursachen, die mega clean müssen sein. Da hier auch wieder die 4 Filmrollen, die man aussuchen kann. Grundsätzlich kann ich auch gerne mit dem 35. 8 ist wieder am meisten, 65 am wenigsten. Aber da muss man halt ausprobieren und schauen, was passt. Jetzt hier sieht man es nicht mega stark bei diesem Clip, aber bei anderen werden wir sicher sehr stark sehen. Was witzig ist Film Damage. Eigentlich immer bei 8 mm ist es immer am meisten. Jetzt sieht man hier schon recht gut, wie Haare auf dem Clip sind. Also es ist ich finde es sehr cool. Auch hier 35 mm finde ich eine coole Einstellung. Film Breath löst Fehler aus in der Wiedergabe von Kontrast und Helligkeit. Plötzlich die Farben ein bisschen stärker werden, der Kontrast ein bisschen stärker wird und dann wieder ein bisschen schwächer. Also völlig willkürlich. Und Gateway Weave, glaube ich. Das ist ein bisschen die Geschwindigkeit vom Abspielen des Videos ganz leicht verändert. Zwischendrin geht es ein paar Frames zu schnell und dann wieder ein bisschen zu langsam. Das ist wie ein Fehler im Wiedergeben des Videos. Es gibt einen coolen Effekt. Je nach Clip ist es sehr cool. Das habe ich jetzt bis jetzt sehr wenig gebraucht. Weil halt eben, die 2 Film Breath und Gateway sind sehr spezifische Effekte, wo man eigentlich, finde ich, sehr selten braucht. Overscan kann auch noch witzig sein, je nachdem. Das ist eigentlich nicht anders als der Rahmen quasi vom Film. Man kann auch dort wieder verschiedene Filmrollen emulieren. Genau. Was ich jetzt auch noch nie gebraucht. Es kann mal vielleicht witzig sein für ein Video. Jetzt zum Beispiel habe ich, im Sommer sind wir mal auf Zermatt gegangen, habe ich so ein Video gemacht im analogen Look.
Es hat wirklich so aussehen, als hätte ich es mit einer Super 8 gefilmt. Und dort wäre jetzt das mega cool gewesen. Hat mega gepasst, aber sonst meistens ja, ist ein bisschen Spielerei. Aber man kann hier verschiedene Sachen noch einstellen, wie gross es soll sein. Irgendwie, genau, wie das Bild auch reinzoomt, also wie fest dass man vom ursprünglichen Bild eigentlich noch sieht. Ja, verschiedene Sachen habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nie gebraucht. Was cool ist, man kann eigentlich daraus ein LUT generieren, wenn man eine coole Einstellung gemacht hat. Kann man es als LUT exportieren und das nachher ohne Dehancer zu brauchen auf einen neuen Clip tun. Was man dafür braucht, ist natürlich ein Plugin, das LUTs einfügen kann. Aber was mir der dünkt, die Idee finde ich sehr cool, es müsste aber noch ein bisschen ausgereifter sein, weil man kann nachher für einige Einstellungen gar nicht mehr anpassen. Also es ist wie so cool, aber noch nicht ganz. Das mal zu diesem Clip. Gehen wir da mal zu Samira auf dem Grimsau. An einem wunderschönen Sommermorgen. Das hier hat dann der Lyko Hauri gefilmt mit seiner Sony A7S II. Da gehe ich jetzt einfach mal mit dem, was mir am besten gefällt von diesen drei. Das ist wahrscheinlich gar nicht. Nehmen wir mal zum Beispiel ein Schwarz-Weiß nehmen, ein Ilford HB5. Und können hier mal wieder abpassen. Siehst du, das ist jetzt genau das, was ich anfange an den Regeln schiebe. Es passiert genau nichts. Ich frage mich, warum nicht. Und dann merke ich, zuunterst muss ich das blöde Häkchen setzen. Das wünscht ich mir anders. Bloom, definitiv. Man sieht hier, wie fest das verglühen da an der Seite der Kleider. Das finde ich ist so ein cooler Look. Film Damage würde ich jetzt bei Schwarz-Weiß so unbedingt nehmen, aber vielleicht nicht zu crazy. Film Breath würde ich jetzt nicht nehmen, aber Gateway würde ich jetzt da nehmen, weil es kann recht cool sein. Den machen wir jetzt ein bisschen länger. Den sehen wir nämlich. Was mir denkt, ist, das Plugin tut recht den Arbeitsspeicher belasten. Also wenn ich jetzt ein ganzes Video machen würde und ich würde auf jedem einzelnen die Hände drauf tun und dort die Anpassungen machen, würde es sehr langsam werden, es anverstocken. Das hat mich gedacht, es ist recht intensiv. Dann nehmen wir noch einen drinnen, da mit dem Phil. Zack, das ist auch wieder ein Canon, aber das ist die Canon R5 gewesen. Und jetzt gehen wir mit einem Fuji irgendwie. Hier ist auch wieder, man kann ewig lang ausprobieren. Es sind so viele verschiedene Filme. Man muss schauen und suchen, bis man etwas findet, das man cool findet. Fujichrome Provia 100F. Kennst du den? Ja, Lyko-Shooter, der 4x5. Ah. Aber ich habe ihn noch nie ausprobiert. Ja. Der gefällt mir jetzt von der Farbe her, passt schon mega gut da innen. Das ist natürlich eben auch immer wieder mega entscheidend. Je nach Situation passt der eine Film besser als der andere. Das muss man einfach... Entweder kennt man sie, so wie der Film, oder man muss auch ausprobieren, so wie mich. Papier, können wir jetzt eben das Fuji-Papier probieren? Ja, das sieht cool aus. Colorhead ist eigentlich auch noch, aber das habe ich jetzt noch nie gebraucht. Da kann man eigentlich selber die Farben anpassen. Man kann mega so ins Detail gehen, ja, natürlich. Bis jetzt habe ich nicht wirklich Nutzen drin gesehen. Ich bin sonst eigentlich mit den anderen Einstellungen bin ich genug weit gekommen, dass ich zufrieden war. Darum habe ich mich nie gross darum gekümmert. Nehmen wir hier mal ein 1650. Nachher Halation. Sieht man da etwas? Ja, Licht. Da beim Hut ist cool, wie es verglühen. Hier bei Hut ist es vielleicht ein bisschen zu crazy. Ja, das sieht nach Star Wars aus. Das finde ich jetzt recht cool. Also wenn man da jetzt zeigt, den Unterschied anschaut, finde ich jetzt noch, es gibt ihm so etwas Spezielles.
Logischerweise passt das nicht überall. Jetzt hier ist vielleicht auch ein bisschen too much, wie der weiße Band auf der Verrot glühen. Aber es ist irgendwie noch so witzig. Bloom würde ich unbedingt reinnehmen. Jetzt finde ich aber Halation ein bisschen too much. Würde jetzt ein bisschen zurückgehen. Genau, so ist es ein bisschen besser. Immer noch da, immer noch sichtbar, aber ein bisschen dezenter. Mal schauen. Ich bin damit voll zufrieden und dann können wir jetzt auch schauen, wie es aussieht mit und ohne die Enhancer. Also, ja, ich finde, es gibt ihm schon einen coolen Look. Und wenn wir eigentlich schauen, was die Enhancer so ein bisschen an Looks verspricht, klar, jetzt, das ist nichts Wahnsinniges vom Shot her, muss ich sagen, ich finde, es ist zufriedenstellend. Also ich komme zum Resultat, wo ich kann sagen kann, das Plugin verspricht jetzt nicht etwas, das wir nicht einhalten. Was mich aber gedünkt hat, oder für wie ich arbeite, habe ich eine andere Herangehensweise. Ich habe ja gesagt, ich finde Halation, Bloom und Film Grain wirklich am stärksten am ganzen Plugin. Das finde ich so eigentlich das Coolste. Und die 3 Effekte halt auch, die ich am ehesten noch für jede Art von Video würde brauchen. Eben gewisse, also nicht immer logischerweise, aber sicher so am breitesten anwendbar sein in meinen Augen. Jetzt der Look vom Film oder vom Papier, das drauf gedruckt ist, oder der Rahmen von Rollen, das brauche ich vielleicht 1% der Mal, wenn überhaupt. Und darum habe ich eigentlich jetzt meinen Workflow so ein bisschen so angepasst, dass ich den Clip mal ein LUT drauf tue, wo wir mal gekauft haben. Ich tue den Kontrast leicht anpassen und nachher schaffe ich eigentlich Einstellungsebenen. Das ist eigentlich noch cool. Also Einstellungsebenen machen eigentlich, dass du über alle Clips eine Ebene tust und die Effekte, die eben Arbeitsspeicher brauchen, die ist dann nur einmal über die ganze Timeline oder ein paar Mal, aber sicher nicht 100 Mal pro Clip einmal. Und so sparst du extrem viel Zeit, weil es nur einmal einstellen muss. Plus es tut den Arbeitsspeicher schonen. Und so tue ich eigentlich da ein LUT rein, das eher ein bisschen kühle Töne reinbringt. 45% jetzt da. Nachher einer, der ein bisschen Wärme reingibt, 55%. Und nachher eben die Enhancer reinbringen. Vom Enhancer kommt jetzt wirklich rein, nur wenn ihr da schaut, ist alles abgehäkelt. Tue ich eigentlich wirklich nur Grain und jetzt hier Bloom. Und wenn wir jetzt schauen, wie das aussieht im Vergleich zu dem, was ich jetzt nur mit Enhancer gemacht habe, es ist schon sehr anders. Je nachdem gefällt einem das besser, kann sein. Das ist, wie ich gesagt habe, extrem subjektiv. Mir gefällt jetzt der Look persönlich jetzt besser. Es behaltet ein bisschen das Digitale, bekommt aber den kleinen leichten Touch vom Analogen durch den starken Grain und eigentlich auch den Bloom-Effekt. Und das habe ich dann eigentlich so auf all diesen Clips angewendet. Und das Coole an dieser Arbeitsweise, wie ich es mache, oder für mich, ist, ich muss eigentlich jetzt hier, logisch, es ist jetzt ein Video, das nicht mal zusammenhängend ist und nicht alles muss zusammenpassen, aber ich muss eigentlich hier bei den einzelnen Clips nur den Kontrast anpassen und das ist es. Sonst, und vielleicht zwischendrin noch etwas an der Farbe, aber wirklich leicht. Und das ist eigentlich für mich eine extrem schnelle Arbeitsweise, die es mir ermöglicht, schnell und speditiv zu arbeiten. Was cool ist, durch die Enhancer brennen die Highlights fast nicht aus. Also, ihr seht hier, ich habe die Highlights brutal aufgeschissen. Und es passiert einfach nichts. Die Highlights bleiben schön, mega schön. Und das finde ich wirklich, wirklich super. Und darum habe ich gesagt, die 3 Effekte sind für mich wirklich der Preis wert eigentlich von diesem Plugin.
Man kann sie aber auch einzeln kaufen. Die kosten je $99. Aber da muss ich sagen, ja, wenn du alle 3 kaufst, zahlst du 300 Stutz. Mit 150 Franken mehr hast du dann das Ganze. Warum nicht? Genau, bei diesem Shot, den finde ich so cool. Jetzt da links mit dem kalten Licht, das so aufglüht. Und rechts eben das warme Licht. Ich bin mega Fan, wie dass man mit dem Licht kann spielen kann. Vor allem. Und mit dem finde ich, der Look ist einfach bombastisch. Also ich habe mega Freude. So, ja, das wäre es gewesen, wie ich Dehancer brauche, wie ich Dehancer in meinen Workflow integriert habe und wie ich es empfehlen kann zu brauchen. Zum Schluss würde ich noch gerne ein paar Pros und Kontras aufzählen, so ein bisschen eine Zusammenfassung machen, damit ihr euch vielleicht ein besseres Bild machen könnt und einfacher könnt entscheiden, ob es für euch kaufwert ist oder nicht. Pros, ganz klar der Look. Wenn jemand analoge Looks nachher machen will, dann ist das Plugin. Zweites Pro, Kreativität. Es hilft einem mega kreativ zu werden. Es hat so viele coole Effekte drin, wo man sonst nicht zwingend hat. Das finde ich definitiv auch sehr, sehr cool. Drittens, die 3 Effekte, die in meinen Augen den Preis schon wert sind, also Grain, Halation, Bloom, die 3 sind wirklich bombastisch. Ein Pro für mich persönlich ist, dass man das Plugin einmal kauft und dann hat man es lebenslänglich. Finde ich mega sympathisch, finde ich mega cool. Jetzt in dieser Zeit, wo alles auf Abo ist so nervig. Ich bin mega Fan davon. Das finde ich mega cool. Zuletzt, 60 Filme ist mega viel. Kommen wir zu den Kontras. Es ist ein bisschen eine Spielerei. Nicht jeder braucht es, logischerweise. Also das ist dann auch wieder sehr subjektiv. Für gewisse macht es gar keinen Sinn, es zu kaufen. Für gewisse hingegen schon. Weil wie der Look eigentlich ein Pro ist es auch ein Kontra. Also es ist ein klarer Look, eine klare Richtung, die es gibt. Dass es halt wie für gewisse Videografen einfach unbrauchbar ist. Der Preis, je nachdem, ist es Pro oder ein Kontra. 450 Stutz ist nicht nichts. Aber eben, je nachdem sagst du, ja, in einem Video habe ich das schon wieder drin. Oder eben, ja, nein, das kann ich mir nicht leisten, das ist viel zu viel. Kann ich beides absolut nachvollziehen. Wir können dort ein bisschen helfen. Wir haben noch einen kleinen Rabattcode, 10% mit viel 10. Mit dem könnt ihr dort ein bisschen sparen. Ein weiteres Kontra ist, es macht wirklich das Programm ein bisschen langsamer. Also ich merke wirklich schon, dass wenn ich Dehancer einsetze, dass langsam verstocken. Das mit der Einstellungsebene, das hilft. Aber wenn auf jedem Clip Dehancer drauf tun, das wird wirklich schwer und deutlich langsamer. Ein Kontra ist definitiv die Reihenfolge der Buttons. Das finde ich wirklich nicht so sinnvoll angelegt. Und dass der Schieberegler fehlt oder irgendeine Einstellung fehlt, damit ich kann sagen, wie intensiv das Effekt eingesetzt sein soll. Dass der fehlt, das nervt wirklich. Umso mehr nervt es, weil ich weiss, dass im DaVinci da ist. Und Final Cut nicht. Das verstehe ich einfach wirklich nicht. Das ist mega nervig, mega nicht cool. Ist kein Grund, das Plugin nicht zu kaufen, aber es fängt nicht so. So, dann kommen wir zum Schluss von diesem Video. Würde ich als Videograf, YouTuber, Dehancer empfehlen? Ja, definitiv. Ich finde es wirklich cool. Wenn du es richtig einsetzen kannst, die Workflow, ist es definitiv ein Mehrwert. Ein Fakt, es ist cool. Die Looks, die Kreativität, die es ermöglicht, das ist definitiv empfehlenswert. Das ist meine Meinung. Keine Ahnung, was sie wert ist. Wir sehen uns beim nächsten Video. Einfach nicht mit mir, sondern wieder mit dem Film. Tschüss. Hey, und wenn noch ein kleines Goodie willst, bleib dabei bis zum Schluss des Videos. Fühlt sich ein bisschen komisch an, das YouTube-Ding. Ja, mal schauen.